Guten Morgen und willkommen zurück zu unseren Crazy Playoff Battles. Beim letzten Mal ist leider so der Kampf zwischen den Teams, für die ihr euch entscheiden könnt, welchen ihr spielen sollt. Ja, sagen wir mal so, es war mehr so ein Abtätscheln gewesen. Für das Mal erhoffen wir eine richtige Fight unter euch mit den Kommentaren. Also, sind aktiv und schreiben ihnen, mit welchen Teams ihr sollt spielen. Für heute spielen wir mit der Schweiz gegen Pittsburgh und mit dem ZSC gegen die Avalanche. Und wenn du jetzt auch dir den Playoff-Baum gerade anschaust, heisst das für das nächste Mal gelten Paarungen Biel gegen San Jose und die tschechische Nationalmannschaft gegen Tampa. Und ihr könnt jetzt auch sagen, mit welchem Team ich soll spielen. Für beide Paarungen könnt ihr ein Team in die Kommentare schreiben. Ich könnte jetzt hier eine lange Rede schwingen, das mache ich jedoch nicht, denn wir starten direkt in die Action auf dem Spielfeld. Los! Geht's! Beziehungsweise wir gehen noch nicht aufs Eisfeld, sondern wir simulieren hier zuerst San Jose gegen Biel. Erstes Drittel, San Jose führt ganz knapp. Nach 2 Drittel sogar ausgeglichen. Und es geht in die Verlängerung. Hey, und am Schluss gewinnt Biel. 19 Schüsse zu 45 für San Jose, aber Biel gewinnt mit 3:2. Richtig geil. Und dann simulieren wir doch gerade auch noch Tampa gegen die tschechische Nationalmannschaft. Und die Tschechen führen bereits mit 3:0 nach dem ersten Drittel. Sie erhöhen auf 4:0 und am Schluss gewinnen sie mit 5:1. 30:19 Schuss, richtig geil. So, jetzt aber ab aufs Spielfeld mit der Schweizer Nazi gegen Pittsburgh. Und wir verlieren logischerweise das erste Bulli, aber wir haben gleich hier die Scheibe. Aber leider nicht der erste Abschluss. Schöner Safe-Goalie. Kommt, wir müssen da irgendwie gefährlich durchkommen. Aber schauen wir uns mal an, wie viele Leute... Aber jetzt, komm, zack, und... Nein, Mann! Holen wir uns da die Scheibe. Ja, wo ist die Scheibe? Wieso Strafe? Und dann noch 5 Minuten, fick die Schiri! Ja, klar. Direkt Bulli gewinnen, Schuss 1:0 und das Powerplay geht ja noch weiter, weil es 5 Minuten sind. Aber hey, vielleicht machen wir ja ein Goal in Unterzahl, wenn wir da so durchkommen und können schiessen. Jawohl! Da ist noch der Ausgleich mit dem Spisa. Kurz nach dem Führungstreffer von Pittsburgh gleichen wir aus und das in Unterzahl. Ein zweites Drittel startet logischerweise immer noch in Unterzahl. Aber egal, wir greifen hier an, passen hier und... Nein, wir lassen uns von einem Unterzahlspiel ja logischerweise nicht unterkriegen. Wir greifen trotzdem an, hier mit dem Josi. Gibt der Pass, da kommt der Schuss, aber wir treffen Metall. Ja, shit, ja, wow, was für ein Save. Achtung, schön. Oh nein. Hey, ich gehe nicht her. Oh doch, oh, was ist das jetzt gewesen, hey? Schöner, wichtiger Check und jetzt der Querpass, wo ankommt. Kuraschew verliert leider die Scheibe und jetzt gibt es den Angriff von Pittsburgh, wo wir aber schön reinliegen. Und jetzt unseren Angriff mit Moser, wo da der Querpass geht und da kommt das Goal zum 2:1. Wir sind Konter, verteidigen perfekt, können selber kontern und somit sogar noch in Führung gehen. Yes! Nein, scheiße. Ich denke, ich mache da einen schlauen Pass. Aber gar nicht schlau. Guter Save. Nein, scheiße. Nicht kurz vor der Pause Ausgleich kassieren. Nicht kassieren. Schön rein. Achtung. Nein. Nicht da. Weg mit dieser Scheibe. Kein Goal. Yes. Wir müssen im letzten Drittel besser spielen. So etwas ist immer gut. Komm, holen wir uns da die Scheibe. Jawohl. Holen wir sie uns. Wir haben sie. Und jetzt rechts rein. Jawohl! Spisa, wir nächste Kiste und das 3:1 ist somit safe. Okay, komm. Was? Macht er es allein? Man probiert und dann schießt man und dann kriegt man keinen Nachschuss. Nein! Oh, fuck, wäre das schön gewesen, wenn er durchkommt. Jetzt aber aufgepasst. Schön aufpasst, Goalie. So, Führung gehen. Gegner ohne Goalie. Und wir machen die Kiste ins leere Goal. Der Roman Josi mit dem Empty Netter und somit zum 4:1. So, komm, letzte paar Sekunden am Laufen lassen. Gecheckt werden ist mir absolut egal. Denn wir gewinnen den Match. Jetzt
definitiv mit 4:1 gewinnt die Schweiz gegen Pittsburgh. Was für ein geiler Einstand in die Halbfinals bzw. Viertelfinals, wie man dem auch hier in diesen Playoffs bei uns sagen will. Und wir sind sofort im nächsten Match stehen hier. ZSC gegen meine Avalanche und ich darf mit dem 10 spielen. Ich bin ehrlich, sollte ich verlieren, bin ich dann überhaupt nicht traurig. So, egal mit wem ich spiele, ich will natürlich gewinnen, aber momentan habe ich richtig Mühe. Schön Goalie. Oh, ja, also muss man sich nicht wundern, wenn man Goal kassiert, aber Goalie ein riesen Safe. Nein, och Mann! Da kassieren wir das erste Goal. Scheiße! Aber jetzt könnte es vielleicht mal endlich eine Szene geben für den Z in dem Match. Komm! Ja, aber ich verzeihe. Es ist so anstrengend, aber jetzt mit dem Andrighetto sehr schön gemacht. Aber er ist allein und dann kommen wir das Zweite. Und jetzt... Ich fahre dann einfach sinnlos in der Goal-Linie, das ist also anstatt dass ich schiesse. Hey. Das ist Unterzahl spielen, hey. Ich rede mühsam und ja, ich spiele auch Scheiße und renne dann, hey, als ob es das Einfachste wäre vor der Welt, das nächste Goal zu erzielen. Hey. Scheiße, du. Okay. Komm. Nein, ich muss da besser spielen. Nein, Goalie, danke. Oh mein Gott, ey. Ich werde da so derb auseinandergenommen gerade. Schön dazwischen. Und jetzt doch noch mal einen Angriff da. Komm schon. Ready? Komm, durch. Und jetzt einfach mal schiessen. Oh, und sogar Treffer. Da ist der Anschlusstreffer aus dem Nichts raus. Aber wir haben zumindest mal das Ehrengoal erzielt. Hey, die bleiben immer wieder an dieser Scheibe. Das gibt's doch nicht. Schön dazwischen. Das Verteidigen haben wir langsam. Weißt, wir sind noch nicht schlecht im Verteidigen, aber wir kassieren dann so scheiß Goal sogar noch. Wir haben Mühe gegen Führung gekommen, verteidigen gar nicht schlecht, aber dann kassieren wir so dumme Goal. Nein! Hey, jetzt ein Bulli-Goal, das wäre zu nice. Ach Mann, wieso muss der Goal das parieren? Wichtiger Check, aber jetzt geht er natürlich allein auf unseren Goalie los. Aber der Flügler hebt. Und wir haben Powerplay, jetzt müssen nur die Pässe kommen. Und Spieler frei stehen. Und dann nicht das Goal treffen ist nicht gut, aber wir kommen nochmal durch. Und jetzt pariert der Goalie. Ja, ich gebe alles, aber die Avalanche zu stark in vielen Situationen. Sie hätten viel höher gewinnen können, aber da ist es 4:1. Aber ich bin ehrlich, ich bin stolz auf mich, dass ich wenigstens ein Goal gemacht habe mit dem Z gegen meine Avalanche. Nichtsdestotrotz verlieren wir da ganz klar die erste Partie da in dieser Playoffs, in dieser Playoff-Serie. So, und für heute war es das in Sachen Gameplay. Ja, in Sachen Gameplay ist das gewesen. Das heisst, spätestens jetzt musst du mir unten, oder müsst ihr unten in den Kommentaren euch betteln, mit welchem Team soll ich spielen. Von der Paarung Biel gegen San Jose und Tschechien gegen Tampa. Welches von beiden Paarungen, also mit welchem Team soll ich da spielen, schreiben wir jetzt in den Kommentaren die beiden Teams rein, mit denen ich spielen soll. Und betteln euch so richtig mit Kommentaren. Ich will eine Eskalation sehen. Und genau so möchte ich auch einen Daumen oben zu diesem Video sehen. Und wenn du bis jetzt an meinem Channel noch nicht folgst, unbedingt noch kostenloses Abo da lassen. Das kannst du jetzt in aller Ruhe machen, denn ich bin draussen. Und danke dir somit noch fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!